Mrs. Ashley, ich bin froh, dass es Ihnen gut geht. Als ich Ihren Ehegatten vor einigen Momenten alleine vorbeikommen sah, war dies Anlass zur Sorge. Sie haben meinen Mann gesehen? Wann? Vor wenigen Minuten. Er eilte zum vorderen Schiff. Er wirkte aufgebracht. Nun, hat er nicht allen Grund dazu? Dinge wie diese erwartet man nicht. Das mag sein, doch in Venedig sagen wir, der Fluss wird immer gewinnen, denn er ist geduldig. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wovon Sie sprechen. Es ist sinnlos, sich gegen die Strömung zu wehren, Mrs. Ashley. Wir müssen das Schicksal annehmen. Haben Sie mit Yannick gesprochen? Er denkt voraus. Ich kann meine Zeit nicht damit vergeuden, über so etwas zu sprechen. Was ist mit meiner Mutter? Haben Sie meine Mutter gesehen? Madame, es sind viele Leute hier entlang gekommen und es war großer Aufruhr. Auf jeden Fall habe ich Ihre Mutter niemals getroffen. Laut, eindringlich und überzeugt, sie wäre immer im Recht. Sie lief vor etwa 10 Minuten achter. Danke, Vincent. Geben Sie auf sich Acht, Madame. Ja gut, wir müssen immer nur unsere Mutter finden. Wo du jetzt? Der große Treppenaufgang. Die Turnhalle. George, was tust du hier? Boxen. Ja, das sehe ich, das machst du gut. Doch du musst zu einem Rettungsboot. Dies ist nicht die Zeit zu spielen. Sie hätten mich vorher nie hier reingelassen. Jetzt haben sie gesagt, ich soll hier bleiben. Was? Jemand hat dir gesagt, du sollst hier bleiben? Wer war das? Ein Mann in Schiffsklamotten. Sagte, ein anderer Schiffstyp würde kommen. Wann ist das passiert? Vor ein paar Minuten. Gut, hab ich gesagt. Ich box. Das geht überhaupt nicht. Ich muss es jemandem von der Crew sagen. Schau auf den Bengel. Ich tue so, als hätte der Doktor mein Bein verletzt. Dem zeige ich schon. Jetzt muss ich jemanden von der Crew finden. Mein Gott. Mutter, Margaret, ich hab dich gesucht. Wo warst du? ich habe dich gesucht. Alle Decks habe ich abgesucht. Das ist jetzt auch egal. Was ist hier geschehen? Es gab eine fürchterliche Explosion. Sie hat mich auf den Boden geworfen. Als ich aufgestanden bin, floss all dieses Öl vom Kamin. Schornstein, Mutter. Was immer es ist, ich komme nicht hinüber. Es würde mich über Bord tragen. Versuche auch du es nicht, Liebling. Rette dich selbst. Bleib einfach dort, Mutter. Ich komme zurück. Ich gehe nirgendwo hin. Jetzt macht die Panik wegen diesem bisschen Ölschi. Warum kommt denn da nicht um, hä? Dieses Öl ist heiß. Ich gehe nicht in seine Nähe. Ja gut, überzeugt. Ein Leinensack. Der wird mir allerdings nichts bringen, oder? Ich muss das anders verwenden. Das Wohnzimmer vom Kapitän. Captain, ich denke, Sie verstehen nicht, was ich Ihnen hier anbiete. Und ich sagte Ihnen, Mr. Ashley, ich habe die gleiche Verantwortung für alle Passagiere an Bord. Ich kann nicht eine einzelne Person auswählen. Was ist mit Frauen, mit Kindern? Sie werden ausgewählt, oder? Ja, natürlich, aber das ist etwas anderes. Meine Ehegattin ist in anderen Umständen. Würden Sie ohne Ihre Unterstützung lassen? Ihre Frau ist... Das wusste ich nicht, Mr. Ashley. Ich denke, eine Gratulation wäre angebracht, wären die Umstände andere. Worum es geht? Sie sagten es doch selbst. Wir sinken. Wir haben nicht ausreichend Rettungsboote. Wir könnten genauso gut jetzt ins Wasser springen und losschwimmen. Mr. Ashley, ich weiß, Sie sind aufgebracht, doch... Ich will nichts mehr hören. Was soll all dieses Geschwätz über mich in anderen Umständen? Ich bin nicht schwanger, oder? Was sagt er? Robert, bist du da drinnen? Captain? Ich nehme an, Sie können mich während Ihrer Unterhaltung nicht hören. Entweder das oder Sie wollen mich ignorieren. Ja, ich seh's schon. Eine Verschwörung. Es scheint verschlossen zu sein. Das ist nicht der vorher... Pass auf. Ich brauche eine Axt. Madame, Sie sollten nicht hier oben sein. Sie sollten in einem Rettungsboot sitzen. Und was ist mit Ihnen? Mein Dienst ist mein Dienst, Madame. Ich werde das Schiff nicht verlassen, solange Passagiere an Bord sind. Sie haben meinen Ehemann nicht gesehen, oder? Mr. Ashley? Nein, seit einiger Zeit nicht mehr. Falls Sie ihn sehen, bitte sagen Sie ihm, dass ich ihn suche. Das werde ich, Madame. Was? Ich wünschte, Sie hätten niemals Ihre Bordkarte gefunden. Hätten Sie mich trotzdem an Bord gelassen? Nein, Madame. Ich hätte Sie fortgeschickt. Doch ich kann Ihnen versichern, ich hätte es nicht gern getan. Danke, Thomas. Sie sollten so schnell wie möglich zu einem Rettungsboot. Viel Glück, Mrs. Ashley. Auch Ihnen viel Glück, Thomas. Warte mal, wie schaut denn aus mit Georgie Boy?
Mrs. Ashley, Sie müssen mir zuhören. Ich weiß, Rettungsboote. Doch es ist noch ein Kind in der Turnhalle und der Junge will nicht gehen. Er sagt, er wurde angewiesen, in der Turnhalle zu bleiben, bis ein Crewmitglied kommen würde, ihn zu holen. Ein Kind? Höchstens 8. Verdammt, ich gehe ihn am besten holen. Bitte stören Sie den Kapitän nicht, während ich fort bin. Er ist in seinem Zimmer und versucht, einen Weg aus diesem Schlamassel zu finden. Ja, das wäre gut. Er wird leider keinen Weg finden, gell? An diesem Haken waren einmal Schlüssel befestigt. Sie müssen abgefallen sein, als das Schiff ins Schlingern geraten ist. Vielleicht kann ich den Ölfluss zum Achterschlot unterbrechen. Jetzt sagt er. Ich muss den Ölfluss stoppen. Aber wir. Oh Gott. Wo tue ich? Wahrscheinlich müssen Ole Rosa, oder? Ja, ich hoffe nie. Wahrscheinlich. Meine Gabe, Dinge zu zerstören, ist unerreicht. Ja gut, hat auch funktioniert. Diese Schlüssel müssen von ihren Haken gefallen sein, als die Titanic ins Schlingern geraten ist. Ich bin sicher, ich kann eine Verwendung für mindestens einen davon finden. Finde 10 Schlüssel. So, mit den hängen überall schön. Jetzt habe ich sie mir. War der 8. Nummer 9. Und der 10. Wo ist der 10.? Ja, da ist er. Wenn ich nur wüsste, wohin diese Schlüssel gekommen sind. Was haben wir noch? An diesem Haken waren ein... Jetzt gehen wir. Moment. Dorfi. Ja, Mutter, wie schaut denn aus? Das ist nicht... Noch nicht. Ich könnte wohl ein wenig Aggression ablassen. Ich kenne meine eigene Stärke nicht. Ich wusste nicht, dass sie diese Dinger mit Sand füllen. Ich bekomme nicht genug Sand zusammen, dass er nützlich sein könnte. Er rinnt mir einfach durch die Finger. Jetzt haben wir noch ein bisschen Sand. Warte mal. Ein Sandsack. Es ist keine Tasche, aber es wird schon gehen. Und damit kann ich bestimmt, pass auf. Den hinschütten. Dort einfach ausstreuen, wie im Winter in Somerset. Mein geliebtes Mädchen. Mutter, ich will, dass du aufhörst, über das Schiff zu laufen. Wir müssen das regeln und so schnell wie möglich in ein Rettungsboot kommen. Ich stimme dir zu, aber Kein Aber, kein Außer. Nur bitte tu, was ich sage. Mutter, geh zur großen Treppe und bleib dort. Ich werde dich bald dort treffen. wenn ich muss. Hinten wird schon evakuiert, gell? Ja, pass auf, jetzt habe ich noch die Schlüssel. Jetzt kommen wir bestimmt rein. Ich habe keine Ahnung, welcher Schlüssel passt oder genauer, ob überhaupt einer passt. Es sind zu viele. Ich habe nicht die Zeit. Warum nicht? Robert, bist du da drinnen? Captain? Ich nehme an, Sie können mich während Ihrer... Mein Gott. Warte hier, Mutter. Ich muss Robert holen und wir werden zusammen in ein Rettungsboot steigen. Wenn du darauf bestehst, meine Liebe. Wo du jetzt mit diesen Schlüssel, ha? Warte mal. Wie kann ich diese Schlüssel mit den zugehörigen Haken zusammenbringen? Der richtige Schlüssel. Oh Gott. Es sollte aber möglich sein.
Der Treppenaufgang. Da brauche ich jetzt den da. Dampfkesselraum. Da nehmen wir am besten den da. Der Maschinenraum. So, sind das zwei verschiedene, ha? Schon, oder? Der Hauswirtschaftsraum. Haben wir da hier. Der Lagerschlüssel. Das ist der da. Die Kajüte des Captains. Die Kombüse. Der Wandschrank. Pass auf. Der da her und die da hier. Es tut mir leid, Thomas. Es scheint den Captain zu stören, ist mein Schicksal. Ja, pass auf, Baum, jetzt komm ich. Margaret, was tust du hier drin? Mrs. Ashley, Sie sollten in einem Rettungsboot sein. Ich sollte euch beide fragen, was ihr hier drinnen tut. Der Captain und ich hatten nur eine kleine Diskussion über, Schiffsversicherungen. Ein ermüdendes Thema. Ich bin kein Dummkopf, Robert. Natürlich nicht. Sie, Margaret, die Situation an Bord ist ernst. Denkst du tatsächlich, das wüsste ich nicht? Ich weiß das seit Ewigkeiten. Ich habe versucht, es dir zu erzählen, doch du warst zu sehr damit beschäftigt, Drinks herunterzukippen, als mir zuzuhören. Wenn Sie beide mich bitte entschuldigen würden, ich muss mich um meine Pflichten kümmern. Margaret, bitte, jetzt ist nicht die Zeit. Nun, da hast du wenigstens recht. Triff mich an der großen Treppe. Ich werde gleich dorthin kommen. Wir können uns dann weiter unterhalten. Ja, in Ordnung. Mein Gott, das Schiff geht unter und sie haben einen Ehestreit. Jetzt gehen wir wahrscheinlich nicht zur großen Treppe. Schon, oder? Da haben wir nichts mehr. Endlich habe ich euch beide zur selben Zeit am selben Ort. Ist das tatsächlich solch ein Kunststück? Das willst du nicht wissen. Ich bin nur froh, dass wir zusammen sind. Wir müssen zu einem Rettungsboot. Sofort. Margie, ich fahre dir ungern in die Parade. Doch ich denke, so einfach ist das nicht. Und woher willst du das wissen, Mutter? Tatsächlich, Margaret, Liebe, muss ich deiner Mutter zustimmen. Was? Nun, es ist eine großartige Idee, zu den Rettungsbooten zu laufen. Doch wie wir alle wissen, gibt es weit mehr Menschen an Bord als Bootsplätze. Und? Ja, und wir brauchen einen Vorsprung. Wir können nicht einfach hoffen, Glück zu haben. Ich habe noch einen Vorrat an Bargeld in meinem Zimmer. Das könnte den Unterschied ausmachen zwischen einem Platz auf einem Boot und einem Platz auf dem Meeresgrund. Oh nein, du... Und ich benötige meine Herztabletten. Oder ich könnte auch auf anderem Wege sterben. Was? Du meinst, wir müssen den ganzen Weg hinunter zum Zwischendeck? Sie sind nicht im Zwischendeck. Nun, wo sind sie dann? Im Hospital. Sie wollten sie mir nicht mitgeben. Sie meinten, ich könnte mich damit selbst in die Luft jagen. Dich selbst in die Luft jagen? Wovon sprichst du? Es ist Nitroglycerin. Kaum zu glauben, die moderne Medizin. Was? Dasselbe Zeug, was in Dynamit verwendet wird, ist das Einzige, was mich am Leben erhält. Nun, wir haben nicht genug Zeit, beides zu machen. Wir müssen uns trennen. Ich komme mit einem von euch. Mit wem? Oh Gott. Beide sind Wahnsinnige. Am liebsten deine alle zwei absaufen lassen. Jetzt gehen wir. Pass auf, mit der Mutter. Ich werde mit dir gehen, Mutter. Robert ist in der Lage, auf sich selbst aufzupassen. Du aber vielleicht nicht. Das ist dann wohl abgesprochen, denke ich. Sei nicht traurig, Robert. Es wird dir schon gut gehen. Du solltest nur schnell sein und zu einem der Rettungsboote gehen. Oh, diese Stufen. Sie sind teuflisch. Sei unbesorgt. Es scheint, wir können ohnehin nicht weiter. Auch gut. Ich brauche eine Pause. Das Tor ist abgeschlossen. Ich muss einen Weg hindurch finden. Einfach Augen zu und durch. Ich denke, ich sollte hier bleiben. Fühle mich nicht wohl. Deine Pillen? Vielleicht, ich werde einfach hier sitzen, auf dich warten. Denk dran, weiße, runde Tabletten, Glasflasche. Auf dem Schild steht Nitroglycerin. Verstanden. Ich mache so schnell ich kann. Tu, was du tun musst, Margie. Ich gehe nirgendwo hin. Ja, toll.
Sie bleibt da nicht auf die Scheiße machen. Ja, pass auf. Noch kein Glück? Auch gut. Mir ist nicht so nach Laufen. Ja, das glaube ich. Die Deck. Jetzt gehen wir. Ich kann da nicht hin, ehe ich nicht einen Weg zur Umgehung dieses verdammten Tores Ach so. gefunden habe. Moment, in die Turnhalle. Zu schwer zum Anheben. Ich kann ihn rollen, aber dann nur sehr langsam. Warum soll ich denn rollen? Was? Ah, ein Spiegel. Zweifellos nur zugänglich durch das Lösen eines weiteren von Mr. Tavaluris lächerlichen Puzzles. Nun, es reicht mir mit diesen kindischen Spielchen. Zeit, einen direkteren Weg zu versuchen. Ein Rudergerät. Das Rudergerät funktioniert nicht ohne Sitz. Aber das macht jetzt auch nichts mehr aus. Selbst das Anheben des Medizinballs um die paar Zentimeter war fast unmöglich. Und natürlich, pass auf. Es tut mir leid, Dean, doch es musste getan werden. Es musste getan werden. Diese Tunnel sehen aus, als würden sie ewig weiterführen. Ich sollte aufpassen, mich nicht zu verlaufen. Keine Panik. Ein Hinweis. Dort steht, ich habe mich dem Schicksal überlassen. Ich habe nicht ehrlich gespielt und von Rechts wegen verdiene ich, was ich bekomme. Rätselhaft, aber auch ziemlich beunruhigend. Jetzt kann ich in 3 Richtungen. Oh Gott. Ja, und jetzt? Das ist ein Rätsel. Oh Gott, das schaffe ich nie. Ich habe keine Hinweise, gell? Ich muss irgendwo falsch abgebogen sein. Ja, das merke ich. Falsch abgebogen. Ja, pass auf. Jetzt gehen wir mal geradeaus. Und dann gehe ich mal nach links. Und dann gehen wir wieder geradeaus. Ich muss irgendwo... Ja, Scheißdreck. Ja, warte mal. Jetzt schau erst einmal da um mich. Thomas, Margaret, ich meine Mrs. Ashley. Wieso sind Sie noch nicht in einem Boot? ich muss zuerst etwas unter Deck finden. Das wird nicht einfach sein. Sie verschließen alle Türen, sobald die Leute raus sind. Sie wollen nicht, dass jemand für irgendwelches Zeug zurückgeht. Es ist kein Zeug, wonach ich suche. Es ist das Herzmedikament meiner Mutter. Beeilen Sie sich, Mrs. Ashley. Die Zeit drängt. Ich werde tun, was ich kann, um Ihnen einen Platz zu reservieren. Danke, Thomas. Ja, ich sehe schon. Ich muss scheinbar jetzt mal da durch, gell? Und Hinweise habe ich gar nicht. Ein Hinweis. Dort steht, ich habe mich dem Schicksal über... Jetzt, wenn ich bloß nach rechts gehe, was passiert dann? Ich muss irgendwo falsch... Ich muss 3-mal richtig gehen. Jetzt gehen wir nach links. Und einmal geradeaus. Oh Gott, das schaffe ich nie. irgendwo falsch abgebogen. Eine Katastrophe, pass auf, das lösen wir. So Mann, ich finde ich nie durch. Noch kein Glück? Auch gut. Ja, warte mal.
Jetzt komme ich zur Feuerwache. Wo soll das sein? Wenn Sie Hilfe beim Zerstören Ihres Eigentums benötigen, kontaktieren Sie freundlicherweise Mrs. Margaret Ashley, Vandalin der Extraklasse. Eine Vandalin. Ja, aber auf jeden Fall eine Axt. Für die Zeit. Ich habe nicht angenommen, dass ich in meinem Alter so viel Zeit im Hospital verbringen würde. Ja, bitte, was muss ich? Mit all diesem Wasser hier drinnen ist für mich zu viel Druck auf der Tür, um sie zu öffnen. Ich muss einen anderen Weg finden, Mutters Medizin zu holen. Also auf den Weg habe ich schon. Ja, die ey. Unter anderen Umständen hätte ich dies als kleinen Spaß betrachtet. Nitroglycerin-Tabletten. Na also, Mutters Medizin. Ich bringe sie ihr am besten schnellstens. Noch kein Glück? Moment. Hier sind deine Tabletten, Mutter. Danke, Margie. Nun müssen wir so schnell wie möglich zu den Rettungsbooten. So, mir konnte ich nicht warten. Thomas, ich denke, wir sind soweit, jetzt ein Boot zu besteigen. Natürlich. Folgen Sie mir, Mrs. Ashley. Nein, bitte sehen Sie zu, dass meine Mutter zuerst einen Platz bekommt. Selbstverständlich, Madame. Mrs.? Brown, nicht Ashley. So viel ist sicher. Aber es wird schon gehen. Nun, Mrs. Brown, Mrs. Ashley. Ich denke, ich kann Plätze für Sie beide finden, wenn Sie mir freundlicherweise folgen wollen. Thomas, Sie haben nicht zufällig meinen Ehemann gesehen, oder? Das kann ich nicht sagen, Madame. Doch bitte verlieren Sie nicht die Hoffnung. Mr. Ashley ist in jedem Fall einfallsreich. Und Sie? Sie finden doch auch einen Platz für sich, oder, Thomas? Ich habe meinen Platz bereits, Madame. Nun bitte, es ist nicht viel Zeit. Als ich auf die Titanic zurückblickte, neigte sich ihr Bug unmöglich gen Himmel. Ich dachte über all die Entscheidungen nach, die ich getroffen hatte. Nicht nur die der letzten Tage, sondern während all meiner Jahre. Ich hatte so hart gearbeitet für das, was ich glaubte zu wollen. Ein starker Ehemann, der mich aus meinen ärmlichen Verhältnissen zu etwas Größerem bringen würde. Mit einem Fehltritt meiner Entscheidungen war alles fort. Für die Zeit nach unserem Eintreffen in New York hatte Robert unser komplettes Leben schon eingerichtet. Ich denke, ich werde nun die Scherben zusammenkehren müssen. Vielleicht lerne ich dabei etwas. Ich durchlebte eine ganze Bandbreite der Gefühle. Reue, Ärger, Angst. Doch irgendwo tief in diesem Durcheinander, verzweifelt um meine Aufmerksamkeit ringend, war ein Funke der Hoffnung. Ich wusste, wenn wir einmal Amerika erreicht hätten, würde ich mich nicht alleine fühlen. Neben meiner Mutter hatte ich meine neu getaufte Schwesternschaft, derer, die überlebt hatten. Wir glücklichen Passagiere der Titanic waren für immer aneinander gebunden, durch diese grauenvollen Stunden auf See. Ich wusste, würde ich jemals zufällig einen von ihnen treffen, selbst nachdem viele Jahre vergangen waren, würde mich etwas in ihren Augen sie sicher erkennen lassen. Wir alle trugen die Last derer, die in dieser Nacht unter den eiskalten Wellen hindurchgeschlüpft waren, unter dem Himmelszelt der Sterne und dem ersterbenden Licht eines flackernden Notsignals. Dort, zitternd in diesen Rettungsbooten, waren unsere Augen gebannt von dem Horror um uns herum. Wir wohnten einem Massenbegräbnis jener bei, die nicht sofort tot waren. Es war unser Los, sie dem Rest der Welt im Andenken zu halten. Okay, Freunde, das war's mit Hidden Mysteries Titanic. Und der Robert ist erfolgreich abgesoffen. Ich glaube, das ist das Beste, was sich passieren können hat. Auf jeden Fall haben wir die Titanic versenkt und das Game ist vorbei. Servus.